Von September bis April deelt Dama 25 so Videoen online. No 6 Monate schwätzt Gabriel mit seinen Eltern über das Mobbing an der Schule. Zusammen machen sie einen Plan bei der Police. Dafür sind Gabriel und seine Eltern bei der Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, gerufen gehen, für das Gabriel do sich Aussuche machen kann. Voilà, da sind wir hier an unserem Saal, wo wir die Vernehmungen machen. Hier ist ein extra Saal für die Vernehmungen von Kindern und Jugendlichen zu machen. Und hier hängen 3 Kameras, ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Voilà, und da hängen noch 2 Kabel, und die sind da, für das macht noch Ton, wenn wir da noch gefilmt gehen. Wenn dir dann aufverstanden wird, dann gebe ich am liebsten mit Gabriel allein schwätzen, mit das sich eher an dem Gabriel seine Decision. Ja. Ist das dann okay für dich, wenn wir rausgehen? Ja, okay. Ja, okay. Voilà, da weiß nicht, wie warten soll. Wir geben uns ganz einfach aufhängen, indem wir uns vorstellen. Mein Name ist Waffling Sophie, du kannst Sophie zu mir sagen. Und ich bin Polizistin. Auch wenn ich keine Uniform anhabe, bin ich aber eine Polizistin. Und ich arbeite bei der Protection de la Jeunesse. Und wir sind hier für Kinder und Jugendliche zu helfen. Und da gebe ich dich bitten, dass du dich ein bisschen vorstellst. Also, mein Name ist Gabriel. Ich wohne zu Bachtring und ich wohne bei meinen Eltern. Weißt du dann noch, wieso du heute hier bist? Also, Emma hat ein Video von mir gemacht und das an dem Internet gestellt. Erzähl mir mal von Emma. Oh, hat wohl immer auffallen. Anscheinend war ja noch ein David dabei. Kannst du mir von ihm erzählen? Ja, den David, der lebt immer drum. Okay. Du hast mal gesagt, Emma und David sind schon da gemobbt. Erzähl mir mal davon. Ja, also, wenn ich am Gang Lunch gegangen bin, haben sie mir am Kurve gezogen, sie haben Frechheit gesucht, Sachen, die nicht live waren. Und dann haben sie das dann noch gefilmt und dann haben sie das dann den anderen gewiesen. Wie hast du dich da gefilmt, was du selbst gemacht hast? Nicht gut, traurig, Rosen. Das hat mich wirklich. Das hat mir wirklich zugesehen. Mhm. Und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie das in der Gruppenchat gesagt. Wie war da noch da alles dran? Noch andere als Menge an ihrer Klasse. Wie hast du dann erkannt, dass das Emma und David sind? Andere, die an der Gruppe sind, die an meiner Klasse sind, mit denen ich mich besser verstehe, die haben dann mir das gewesen dann noch gesagt. Und von da weiß ich das dann noch. Willst du mir sonst noch so viel lesen? Nee, ich meine, das war alles. Okay. Und da gebe ich die Kamera in Ausdrücke gehen, sonst für uns merkst, dass man aber geschwätzt ist. Und da gebe ich den Älteren sicher gehen. Die Polizei schreibt den Rapport, nachdem sie den David, Dama, den Gabriel und einer Zeuge gehört haben. Der Staatsanwalt hat daraufhin dezidiert, dass die 2 Männer ihre Täter sich für ein Jugendgericht wegen Belästigung und Veröffentlichung von Videos verantworten. Sie gehen zusammen mit ihren Eltern dahin gerufen. So, Herr Audienz, hier ruft mir von Schliff Emma Schmidt aus seinen Eltern an. Voilà, die könnt ihr sitzen. Die schwarz Lützebäuerisch? Ja. Gut, dann machen wir das hier Lützebäuerisch. So, du bist Emma Schmidt und du wohnst an der Stadt 2 Rue Victor Klein. Ist das so richtig? Ja. Voilà, dir wird reprochiert, zwischen dem Oktober 2022 und dem April 2023 immer Schüler aus deiner Schule gemobbt zu haben, wenn es im Rucksack angeblich, weil dir die falsche Mark gewährt wäre. Aus dem Mobbing, den du gemacht hast, du hast Cybermobbing gehen, du hast das aber nicht lang gemacht, du hast das zusammen mit David gemacht, ein Schulkollege von dir. Du hast hier gefroht, bei der Violence Mord zu machen, dass du auf TikTok abgeladen hast, wird dafür zu anniedrigen. Es gibt dir also Harcèlement obsessionnel, das nach Artikel 442 vom Code Penal reprochiert, und dass du die Messagen diffusiert hast, und das wird dann Artikel 383 ist vivant vom Code Penal. Du hast heute auch einen Affencode dabei. Ja, j'assiste à un thème. Emma, du weißt, um was es geht, willst du selbst dazu erzählen?
Nee. Nee. An dem Dossier da sind ein paar Videos séiert gehen, da gucken wir uns die mal zusammen an und dann gucken wir weiter. Voilà, hast du da nie Frohen dabei gestaltet. Aber es war denke ich am Internet dran ist, das bleibt da dran und das geht nie mehr fort. Mit war ja auf meiner privater Seite. Ja, mit dem Message, den ist öffentlich zugänglich. Für jeden, den er will gesehen. Hast du dich jemals bei dem Jungen da entschuldigt? Nee, ich habe just meine Meinung gesagt. Ein Video im Internet diffusiert, wo einem ohne Grund der Rucksack aufgehabt wird, das hat nicht mit seiner eigenen Meinung zu suchen zu dienen. Es gibt verschiedene Wege, für sich zu entschuldigen. Zum Beispiel nennt er Mediafrohe mit den Eltern oder mit einer Vertrauensperson an der Schule. Wie ist die Situation da an der Schule? Ich kriege den Conseil de Disziplin. Aha, was ist dabei rauskommt? Ich bin nicht geflohen, ich musste 2 Wochen daheim bleiben. Ich muss bis Ende des Schuljahres 2-mal am Monat an der Bibliothek arbeiten. Wie geht dir an deiner Klasse? Nicht gut, der Schatzball kommt mehr. Was ist dir für eine Situation aus einer Klasse? Nee. Das ist wichtig, dass du mit deinen Eltern darüber schwätzt, dafür sind sie auch da. Du kannst auch mit deiner direkt an der Schule darüber schwätzen. Du darfst auch nicht ausgeschlossen gehen. Das ist wichtig, dass du den richtigen Umgang mit deinen Mitschülern findest. Ich habe ja all deine Message gelesen und Video geguckt. Wenn du so mit deinem Umfeld umgehst, da gibt es schwer für Freunde zu finden. Das Gespräch mit den Eltern ist auch wichtig. Wie habt ihr da reagiert, wie ihr von der Sache gewohnt seid? Wir haben probiert, mit ihm zu schwätzen. An die nächsten 5 Minuten durch das Internet und ein Handy ist schon konfisziert von der Polizei. Gut, dann gucken wir mal, was der Parquet dazu zu sagen hat. Ja, merci, Herr Präsident. Wie gesagt, gibt dem Amaro prochiert, die Videos eben gemacht zu haben, immer und immer rum, so auf TikTok abgeladen zu haben, ohne Doppelung vom Opfer für den Beruf eben zu planen. Sodass ich auch noch Gericht wird frohen, der Fraktionen vom Harcèlement obsessionnel und von der Diffusion von Messagen mit Gewaltcharakter zurückzubehalten. Und du musst da bewusst gehen, dass wenn du so etwas an den Internet setzt, der Präsident hat doch schon gesagt, dann hast du keine Kontrolle mehr darüber, was du mit da geschieht. Das wird wirklich langwierig Konsequenzen und du kannst das nicht mehr auf irgendeine Art und Weise rückgängig machen. Wenn du Major wirst, also schon 18 Jahre hast, da ging man auch nicht für Jugendgericht stehen, da wirst du die andere Seite für große Gericht und du gingst dir ganz andere Pennen, also Strafen riskieren. Ich will einfach bewusst machen, wie grave das ist. Den Artikel 383 vom Code Penal gesagt, eben für die Diffusion von denen Gewaltmessagen eine Prisonstrafe bis zu 5 Jahre für und noch ein Pendament, also eine Geldstrafe bis zu 75.000 €. Und noch für den Harcèlement obsessionnel gingst du schon bis zu 2 Jahre Prison riskieren und noch eben eine Geldstrafe. Bon, du musst da wirklich bewusst gehen, dass das, was du heute gemacht hast, grav ist. Bon, Herr Präsident, muss ich so, seit April des Jahr war es ruhig, da man heute nicht mehr an den Internet gesagt wird, irgendwie eine Fraktion kann durchstellen. Mittlerweile musst du wissen, dass wenn so etwas nach einer sollte kommen, da riskierst du auf 3 Uhr platziert zu gehen, war sogar an Dunisack, was dann eine Zauenstruktur sogar ist. Und ab 16 Jahren kannst du auch schon, wen wissen, die andere Seite konsideriert gehen und dann eben zu den Pennen kondamniert gehen, die ich da auch gerade erklärt habe. Ich hoffe wirklich, dass du verstanden hast, dass das, was du gemacht hast, eben schlimm ist. Das waren 25 Videos, die du an den Internet gesagt hast, immer und immer rum, wie gesagt, für die Beruf zu planen, zu belasten, à tel point, dass die wirklich Angst hat, für eine Schule zu gehen. Das ist wirklich schlimm und du hast ja selber ein bisschen gesehen, wie das ist, wenn ihn ausgeschlossen ist an der Schule. Was Sanktionen angeht, Mesure éducative, die Oberschwer gegen das Gericht, dem Nobier den Övre Philanthropik zu sprechen, der Tisch Arbeiten am Sinn von der Allgemeinheit, die nicht bezahlt sind. Wie das eben verstehst, was du gemacht hast, was du der Victim angetan hast, mir auch wie schuld, dass du der Gesellschaft am Anfang gemacht hast durch den Straftaten. Ich ging Gericht auch bitten, den Handy, der saisiert wurde, zu konfiskieren, weil den eben Basis war von den Fraktionen, die du gemacht hast.
wat d'enquête vum SCAS ugeht, muss ich allerdings so, Herr Präsident, dat ganz positiv ausgefallen aus dem Enkadrement vun den Älteren daheim, den ass gut. Bon, du musst damals echt engen alter Merci soen wie sech selber Minerval ginge Schlohai kein Placement frohen méi fir Maintien en milieu familial mech ausschwätzen. So nech Merci. Ja, Herr Präsident, Madame le Procureur. D'Internet ass eng neue Welt, an der die Jung haut mussssen och eens ginn an die Welt ass leider voller Geforen an das haut de Beispiel taurech Beispiel, mat dem er haut beiich kommen, an dem effektiv dämmer falsch agéiert huet, an dem die Bilder do op dem Internet gesat huet, as ichläich net bewusst war dem Moment wat fäng aus mussssen dat kéint fir Matschüler hunn. Dämmer huet awer vun no van Gunn die Sach zou ginn, dann man könnt haut doch beiich als opgerecht doch verstaan haut, dass dat schlimmers als dem och lo haut bewusst an D-Team och lädt. Dämmer war auch selber affer ginn vun Matschüler durch das Affaire ass isoléiert ginn an as huet och eben erlieft, wat sei Matschüler erlieft huet an du könnte nach dabei doch richtig ass wahrscheinlich as Schoul och intervenéiert ass an huet du jo och konzerdisziplinär krit, so dats et du och nach en Keier Rappeller Lordre vun der Schoul krut. Dobei könnt no nach dats Dämmer du heem och nach en Keier erkläert krut, dats et falsch agéiert huet, so dats dat wat geschieet ass, kann et leider nemmi op zréckkommen an op der anderen Seite huet dawer duch d'Schoul, duch de Famill an Haut ironisch die Saach nach Emol erkläert krit an Schmengen haut huet doch de Message definitiv verstan an fir doch die Welt vom Internet anecht ugoen. Ech kleef mech dem Konklusionune vum Parke, dem Requisitoire vum Parke zouschleessen, an dem sech dann och effektiv obrech ging fan, dats d'Övre Philanthropiken eng gut Mesur ha wären, dat man huet jo oder la vun der Strof oder vun der Mesur edikativ och nach eben wie gesot de Konseildisziplinär an du hem jo och nach en Käier Appeller Lordre krit, sech fan der dat eng ugemossen Strofier, an der gängeg och effektiv de Maintien und Milieufamilial och plädéieren an trop insistéieren, wie gesot de rapport SCAS ass positiv an d'Famill këmmert sech Mädchen an die Konditionen du hem de Verhältnistheem ass ganz gut zugänglich spieden, dann de Maintien ze sprechen. Merci. Voilà, nach frohen. Nee. Gut, dann hoffen dat ma nie herum gesinn Dutelers dann 4 an 2 Wochen, wann der dummer da net a verstane sitzt, dann huet der feiert stech Zeit fir an Appell ze goen, an dummer der Sitzung dat opgehowen an Dir kann Theem go an der Welt. Ja, Herr Audiencier, da ruft noch eine Skrifte bescheinigt daran. So, du schwarz letzte Boyage. Ja. Gut, da schwarz mal letzte Woche. Du bist David Meyer und du wohnst 5 früh Robert Biewer zu Bachtreng, aus der Trichte so? Ja. Gut. Du kriegst heute vom Park reprochiert, express für die Video können zu machen, dafür erniedrigt zu holen, während dem es damals gefilmt wird und dann das Video abgeladen zu holen. Was willst du zu erzählen? Und ging mich auch interessieren, für was du das gemacht hast. Ich wollte Mama sehen, Aufmerksamkeit. Und du hast dem uns keine Frage gestellt. Aber es verdenke ich am Internet, dass das dran geht nie mehr fort.
Ehrlich gesagt, ich ist nur der Plan, du gefangen mit nur denken. Hast du da jemals beim Jungen challenged? Ja, also schon mich nur der Plan und ich nur durch wie gesagt und ich möchte noch entschuldigt. Du den ältere willst du etwas von den Videos, du? Man nee, so haben wir ja auch nicht dazu. Aber wie reagiert wieder von der Plan her hat? Mir war ganz gut erfeiert. Mo ja auch probiert mit dem zu schwätzen, mir das hat aber recht nur einer gewisser Zeit etwas brüscht. David, wie hat den Schulter reagiert? Mein Direktor hat mit mir gespart und ich war 2 Wochen von der Schule geflohen und ich mal ein Projekt neben der Schule. Aber wie ist die Situation, Lu? Ja, es geht mal ein bisschen besser. Na ja, da bin ich froh, dass es besser geht. Aber du darfst selbst wieder dort nie mehr machen und nie mehr herumkommen. Ja. Bon, dann gucken wir, was der Park dazu zu sagen hat. Ja, Herr Präsident, merci. Bon, David, geht aus dem Dossier für, dass du eigentlich ein intelligenter Junge bist. Du hast auch über das noch gedacht, was du gemacht hast. Du hast dich finalement auch entschuldigt. Aber du musst auch noch viel kommen an deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du da schon Gedanken darüber gemacht hast. Also, wie Psychologie kennt er vielleicht doch dabei nach helfen. Bon, was die Fähigkeiten angeht, du hast bei dir am Punkt der Fraktion, also die Straftat vom Harcèlement obsessionnel zurückzuhalten und noch Diffusion von Videos mit Gewaltszenen. Wenn du major wirst, das heißt 18 Jahre hast, dann wirst du nicht für Jugendgericht, dann wirst du die andere Seite. Und dann gingst du am Anfang Prisonstrafe riskieren für das, was du gemacht hast. Du warst Kompliz vom AMA und du gingst am Anfang dann 2/3 von der Strafen vom Hauptautor riskieren. Das heißt, du musst dir bewusst sein, bei dir wären das dann bis zu 16 Monate Prison für den Harcèlement obsessionnel und noch für die Diffusion von den Videos wären es sogar bis zu 40 Monate Prison, zu denen du da kannst kondamniert gehen, wenn du eben schon ein Erwachsener wirst. Und das ist für, dass du verstehst, wie schlimm das ist, was du gemacht hast. Bon, der Rapport de Moralité, der von der Polizei gemacht wurde, der war aber ganz gut. Ich bin dem Gericht Œuvre philanthropique zu sprechen und ich ging aber auch proposieren, dass man bei einem Maintien im Milieu familial bleiben. Merci. Maître Dieu-Fouet. Präsident, am Substitut, den ich meine, was Strafe dort in der EU belangen, den David hat den vollen Aveu gemacht. Ich bin noch jemand jung, ich meine, das muss ich ein bisschen am Kopf halten. Ich wollte einem Mädchen gefallen, und da wurden sich die Konsequenzen von seinem Handeln für sich, auch für das, auch für allem, nicht bewusst. Er hat seine Konsequenzen auch ein bisschen gespürt in dem Conseil de Disziplin. 2 Wochen von der Schule geflogen, wo in einer Zeit konnte man eigentlich gut darüber nachdenken, was du gemacht hast. Er hat sich auch effektiv beim Opfer entschuldigt. Muss ich noch sagen, denn David ist daheim ganz gut enkadriert. Wir haben ein relativ soliden Milieu familial. Ich denke, dass nicht unbedingt sich noch weiter Mesure edukativen imposieren. Und ich gebe natürlich auch frohen, dass im Milieu familial geschwärzt gehen. Gut, Familie oder David, wie dir noch weiter frohen? Nein. Gut, dann aus der fairer Beratung geholt, die kriegen nur an 2 Wochen. Wenn der Dummer an der Verstande sitzt, dann hat er den Delay für 4 Stich für einen Appell zu gehen. Und du machst immer dafür Haut fertig, der kann dann heimgehen, wenn der will. Beim David ist den Harcèlement obsessionnel beibehalten. Er kriegt 40 Stunden Œuvre philanthropique oberlöscht. Bei ihm ist Maintien am Milieu familial gesprochen. Beim Emma ist Harcèlement obsessionnel an Diffusion von Gewaltvideoen beibehalten. Hat gut 80 Stunden Œuvre philanthropique oberlöscht. Bei ihm ist auch Maintien am Milieu familial gesprochen. Der Gabriel hat den Schuldensatz von 500 € Zivilgericht zugesprochen.